Da drin haben wir das Gästebuch geschaut. Und wir müssen irgendwie die Tiere manipulieren. Und natürlich die Partie gegen Simone gewinnen. Dort drin wird wahrscheinlich Kaiser sein. Gibt es da irgendwas? Nicht, oder? Ein Käfig als Verzierung. Was soll das sein? Käfig? Vielleicht kriegen wir von der Kaiser irgendwie eine Unterschrift. Da gibt es ja nichts, gell? Was war denn das jetzt? Sie wünschen? Ich wünsche, was wünsche ich denn? Was denkt sie denn über Hinkus? Was denken Sie über Hinkus? Nun ja, er trinkt viel und sitzt gerne oben auf der Terrasse. Ja, das weiß ich bereits. Kaiser, sagen Sie, was halten Sie von Olaf? Olaf, also er amüsiert sich gerne, zum Beispiel mit Skifahren, Kartenspielen und so weiter. Ich muss los. Was ist denn das da? Eine Streichholzschachtel. Eine Streichholzschachtel. Nimm mal mit. Take it. Take it, da schau her. Und hinten haben wir die Klingelanlage, gell? Die haben wir repariert. Und was mache ich da? Pass auf. Nummer 4 ist rot. Das waren wir, oder? Na, violett. Warum ist es rot? Wir haben doch violett gehabt. Zimmer Nummer 6 hat gelb. Das stimmt doch nicht, oder? Die sind doch ganz verkehrt, oder? Glaube ich. Das ist eine gute Frage. Wir müssen immer noch in das Arbeitszimmer. Beziehungsweise wir kommen rein. Solange Alec drin ist. Wir müssen irgendwie die Tiere manipulieren. Vielleicht mit dem Plakat. Mit dem Schraubenzieher. Annik. Rasiermesser? Wo gar nicht. Feuerzeug? Annik. Streichhölzer. Oh, da macht er was, oder? Macht er denn doch? Was hat er gemacht? Ich musste mit Streichhölzern das Schloss der Tür zu Alex' Büro verstopfen. Ach so. Ja, ich hätte mit dem Brecheisen auch ausreißen können. Oder mit dem Schraubenzieher hätte man es ausschrauben können. Dann hätte man es halt wieder auf den Bergsteiger geschoben. Da ist der da rumgeistert. Ja, pass mal auf. Jetzt, wenn unser Inspektor dann nochmal die Glocken leiht. Die Klingel? Die Klingel. Ring.
Ring. Es läutet. Und deswegen gingen wir wieder rein. Jetzt sollte er normal gleich wieder ums Eck kommen. Da ist er. Da erlaubt sich jemand mit der Klingel einen Streich. Wahrscheinlich steckt er wieder dahinter. Denken Sie nicht auch, Alec? Das ist gut möglich. Schau mal nach, ob es ist. Da weiß ich halt rein. Du Volltrottel. Können wir jetzt rein? Jawohl. Pass auf, jetzt schnappen wir mal den Schlüssel. Bevor er wieder kommt. Schnell wieder aussehen. Ich frage mal scheinheilig noch, ob er was gefunden hat. Damit es nicht so auffällt. Halt, da muss man aussehen. Ich verstehe das einfach nicht. An der Tür klingelt es, ich gehe raus und dann nichts. Niemand. Wieder einer von seinen Streichen, nehme ich an. Höchstwahrscheinlich. Pass auf, jetzt habe ich den Schlüssel vom ganzen Haus, oder? Das heißt, ich kann eigentlich in das Zimmer von Hinkus schauen. Da müssen wir da wieder rauf. Ich hoffe nur, der kommt natürlich nicht daher. Da bin ich mal gespannt, was wir da drin finden. Pass auf, da ist das Zimmer. Ach so, ich bin schon drin. Sei Taschen, das ist glaube ich gut. Gleich mal reinschauen. So, was hat er da? Wodka. Was ist das da? Oh, schon hier, Waffen. Kompass, oder? Na, Uhr. Uhr von Herrn Moses. Hey. Ist der Hinkus wirklich der Verbrecher? Zumindest schaut schon mal so danach aus. Sieht ganz so aus, als wolle jemand Hinkus verleumden. Oder so, ja. Kann natürlich auch sein. Da ist dann das jemand unter die in Schusche möchte. Das ist aber ein sauberes Zimmer, oder? Schaut geil aus. Und sonst haben wir nichts, oder wir? Dann können wir ja wieder ausschauen. Bevor er kommt. Oh, Inspektor, Sie werden niemals erraten, was sich unser verstorbener Freund jetzt schon wieder hat einfallen lassen. Hier, sehen Sie. Na, was soll denn jetzt schon wieder? Was ist das? Was das ist? Eine Nachricht. Eine Nachricht? Interessant. Wir haben sie gefunden. Und sie sind genau vor meiner Mündung. Versuchen Sie nicht zu fliehen und machen Sie keine Dummheiten. Ich schieße ohne Warnung. Wer ist Wo haben Sie die Nachricht her? Ich habe sie in der Nähe von Olafs Zimmer gefunden. Seltsam. Unterhalten wir uns darüber beim Abendessen, ja? Die anderen sitzen schon alle am Tisch. Außerdem bin ich förmlich ausgehungert.
Kaiser, geben Sie ihm doch noch einmal Bescheid, ja? Sagen Sie, dass schon alle warten. Aber er hat gesagt, dass er nicht kommen will. Er glaubt mir nicht. Gehen Sie und holen Sie ihn. Warum die ganze Aufregung? Herr Hinkus will nicht zum Essen kommen und uns am Tisch Gesellschaft leisten, sondern lieber auf der Terrasse bleiben. Was soll's, Never? Wenn er sich in der Kälte den Tod holen will, dann lassen Sie ihn doch einfach. Falls es Ihre Gemüter beruhigt, ich kann ja mal mit ihm reden. Pass auf, neuer Eindruck. Was machen wir? Ich muss dafür sorgen, dass Hinkus in den Speisesaal kommt. Die anderen Gäste wollen nicht ohne ihn anfangen. Warum? So, möchte ich noch mal plaudern mit den Herren, oder wie? Pass auf, fangen wir mal an. Was? Mag keiner. Olga, nimm das weg und gib mir etwas Fleisch. Wenn wir schon beim Thema Fleisch sind. Neulich bin ich mit einem Gourmet in ein feines Restaurant gegangen. Dort wurde auch Live-Musik gespielt und getanzt. Er hat sich hingesetzt und wollte Filet bestellen. Filet? Oh, gut. Er redete von zarten Schenkeln und weicher Haut, woraufhin der Kellner alles aufschrieb und in die Küche eilte. Dann erst fiel dem Kellner jedoch ein, dass mein Freund der Gourmet gar nicht in die Speisekarte geschaut hat, sondern die Tänzerinnen auf der Bühne meinte. Und wie geht's weiter? Pardon? Das war ja ziemlich schlechter Witz, ha? Schöner Tag heute, nicht wahr? Keine Ahnung. Kann ich etwas für Sie tun, Peter? Warum legen wir nicht einfach los? Wir sollten warten, bis alle am Tisch sitzen. Nur noch Hinkus fehlt. Nein, alles in bester Ordnung. Danke. Ja gut, ich schau schon noch. Er rührt sich nicht vom Fleck, obwohl er meinte, er würde runterkommen, wenn alle am Tisch sitzen. Ihm haben bereits 2 Flaschen Alkohol Gesellschaft geleistet. Ja, 2 Flaschen. Da werde ich schon einen gescheiten Sitzen haben. Aber gut, ich schau mir auf. Das heißt, alle sind im Speisesaal. Da könnten wir doch vielleicht nochmal in die Zimmer schauen, oder? Wir haben ja den Generalschlüssel, mehr oder weniger. Diese Tür führt in einen Duschraum. Scheint außer Betrieb zu sein. Aber können wir da noch schauen? Pass auf. Nick. Scheiße. Hätte ja sein können. Zimmer 9. Es ist das Zimmer von Olaf. Check das, jetzt kommt mit da rein. Der hat aber ein schönes Zimmer, Alter. Schaut's doch geil aus. Im Schrank ist nix. Da ist der Koffer, kann ich nichts machen. Na, da ist nichts. Zumindest sehe ich nichts auf den ersten Blick. Das ist Zimmer 8. Oi, da läuft immer noch Beethoven. Das gehört Herrn du Bernstock. Das gehört Herrn du Bernstock. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ein Märchenbuch für Kinder. Aber gut, wir wissen ja eigentlich, dass er die Nachricht nicht geschrieben hat. Zimmer Nummer 7. Von der Brunn. Alter. So ein Sie da.
Was haben wir denn jetzt? Ein Schraubenschlüssel. Diese Tür führt zu Barnstocks Zimmer. Die Schranktür mache ich lieber nicht auf. Wer weiß, welches Chaos sich dahinter verbirgt. Diese Tasche passt irgendwie nicht zu Boden. So, was haben wir da hinten? Die Dame ist scheinbar nicht die ordentlichste. Was macht er jetzt? Schallplatten klauen. Ein orangener Klingelknopf, wie Brunn es gesagt hat. Als ich noch Student in der Polizeiakademie war, konnte ich mich stundenlang im Spiegel anschauen. Gut, der Song, wir gehen wieder aussehen.